Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou die radio aanhast. En die wat op YouTube zijn, hebt een schöne tijd met ons hier. Ik heb Monika Giesbrecht, er nu gehoord. Hier im Studio, hier bij mijn ouderen. In een spazierstoel in Sommerfeld, zijn we, Paraguay. So, Monika, du bist meine Schwester, zoals we al gezegd hebben. In feite, mal reden we dat du kreeg had, dat de dokters die gezegd hadden dat de antwoord weer kreeg. En wo dan een zeer harde kampf aanvangen deed. Leider kunnen we feite mal nicht alles vertellen, wat du hier deed. So, von daher gehen wir dann einfach wieder. So, hab ein gesehenes Programm mit uns. Ich weiß, dass wir alle, was das nicht erfahren haben, wir wollen das nicht verstehen können, aber wo hart ist das wirklich, das durchzugehen? Wo kannst du das beschreiben? Ich weiß, das geht wahrscheinlich nicht zu beschreiben, aber wo kannst du das ein bisschen sagen? Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, dass wir aus der Zeit, wenn ich die Chemie, die Leiche, zoals we dat zeggen, de Chemie nam, dan werd het zeer donker. En ik dacht zo, oké, de laatste vrede, de laatste moed van kämpfen, dat speelt zich zo, dat wird man wird dat nicht irgendwie nicht schaffen. Ich kann mich erinnern, den Tag, dann vroeg eine Freundin mich, ob sie kommen. Und dann dachte ich so, am liebsten würde ich nicht diese dunkle sieht, wie sie. Aber ich schreibe und dann schreibe ich zu ihr, wenn du wirst kommen, kannst du mir das nicht gut. Mir das nicht gut. Und das wäre eine Zeit, wo wir ans Bett haben und wo wir still wären. Und wir haben im Moment nicht sehr viel irgendwas verteilt. Sie sagte mir und ich sagte, mir das sehr schlecht. Und sie bet mit mir und irgendwie dafür bin ich dankbar. Diesen Tunnel, was sehr dunkel wird, dort Gott ab eins irgendwie auf diesen Engel schickt. En die kunnen strijken met mijn taubkonen. En die had mij bloos gewezen, wie gaan met die. En ook een andere situatie, wanneer man deze hoor verliest, dat weer voor mij ook een zaak. Ik wist niet dat de hoor zoveel schatsen deed. En dan jeden dag opstonden en die hoor, die laden en mijn chessen. Hi, das ist nicht so einfach. Aber was ich eins mal ist Abstand. Und dann sehe ich meinen Mann, und dort sehe ich eine Fehltrone. Aber ich sehe, ich nehme Abschied. Ich nehme Abschied lieber von meinen alle Haaren. Und wenn ich jeden Tag das beginne. Dann sagt Arnold noch, mein Mann sagt noch, aber das ist ja noch Schmack. Hol die länger. Und dann sagt Arnold, ich bin bloß nicht mehr bereit, einen Tag mehr abzustehen und immer das beginnen. Und da ist, wo Gott dann auch diese Engel schickt, wo die frühest kommen, den Tag alle an uns. Und hier habe ich einen Duke. Und die haben alle einen Duke an. Und die kommen alle mit dem Duke an. En zeiden, Monika, we willen vanavond met die metgaan, we willen die begeleiden. En dan gingen we in een hoorsnijderin. En die hoorsnijderin, die deze zware zaak ook. Zij zei, ik heb nog niemals niet een persoon hoorgesneden, alles afgesneden. Ik had het nog niemals erleefd. En dan zegt ze, en deze ganze mensen, die willen nu dat zijn, waar ik dat nu, waar die aandoen, die vangen aan te roeren.
ze zei, ik kon dat niet doen, ik kon dat niet even hard schreeuwen, die alle einfach niet meer verder te gaan zu vrienden. En dan erklärt ik dat deze alle vrienden, wat hier nu met mij top zaten, die willen mij alle begeleiden en die deden alle helpen deze losdrouw. En dan, als die dat deed, dat weer der zeer zwaar, dan hadden we dat voor zich. En dan brachten ze mij ihre deka en gaven mij dat als een geschenk. En dan zei die ene vrouw van deze ganze groep, zegt ze, en nu wil ik mij ook nog de haar snijden laten, als een bewijs dat we met die met kunnen en dat onze haar niet te schoot zijn. Dat die wijze dat we met die top met kunnen. En wat heeft het nu gebracht? Du hast van jou ware haar, en wat zijn die nu kruis? Ja, waarom zijn die nu kruis? Wirklich gesagt, mijn man, die wordt zeggen immer wel dat ik kruise haar had, eerst immer. Aber irgendwie had ik niet den Mut. En wanneer ik van jou kruise haar hast, is dat wat God gedaan heeft. Hij heeft mij ware nie haar gegeven. En hij heeft die zo gemaakt, zo originaal als bloos hij dat kon. En door verbruik ik vaak dit, wanneer we vielleicht een zin in leven hebben, in ons leven, dat is het schrijft. En dat moet bekämpfen, dus met dit horen, met het zien. Maar wanneer we dat doen, dan is dat dus van het nieuwe leven dat komt. En dat is wat ganz wat niet. En dat is deze kruise hoor. En opeens zit ons ganz anders. En wens waarom? Wens God wat niet gedaan heeft. Ja? Dat is einfach een zaak wat hij in mij geschonken heeft als een geschenk. En dat is een wertvolle geschenk. Wat plus hij kan doen. Ja? Zie. Ik weet, du hast al eens gezegd wat die helpen hebben. Zum Beispiel dat deze frühe Mädchen met die in deze ganze zware tijd, dat ze taub doen naar de haarsnieder gingen, dat Arnold geholpen heeft. Maar wat zijn zaken wat die geholpen hebben in deze zware tijd? Wir haben ein Vers, hat mich sehr geholfen, und dort wir Psalm 103, Vers 15. Wenn du mir den mal liest, dann will ich mal dort sagen, wo mir dort helpt, diesen Vers. Ein Menschenleben ist so groß, hij bleich, zoals eine Blume op een Stab. Wann der Wind door Eva bloß, ist der weich, und keiner denkt daran, wo der gestohlen hat. Ja, da redet davon, dass wir sind, zoals een bloem. En dat heeft me geholpen in deze tijd, te weten dat ik niet zie wat het leven de bloem heeft. Dat is God. En deze afhankelijkheid te weten, zolang als we blijven, is dat entscheidt God. Dat waar de wind Eva komt en dat we verwalten, dat dit komt. Maar dat entscheidt we niet wanneer dat vorig is, wanneer de uitgebleven heeft. En wat mij daar ook in deze heeft vorken meermals moed gemaakt, zolang als God ons laat blijven, zal we verarmd blijven en smak blijven. Wanneer we een bloem zijn, dat geeft moed, dat geeft vrede. Ja. En dan, dat weer een andere vers, dat is Psalm 100, vers 5. Daar zegt het ook wat interessant. Du sagst het zo, weil sie Herr ist gut und freundlich. Seine Treuheit bleibt ewig und hij wird nie nicht abhören, treu zu sein. Du sagst, dass der Herr ist gut. Und eine Freundin in dieser Zeit, die hat auch mit Schrift, und die sagt zu mir, ich habe geleerd in dieser Zeit, zu sagen, Gott ist gut. Und der dunkelste Jahre, dort zu sagen, Gott ist gut, das ist die einzige Sache, was du kannst dann sagen. Wenn einer versteht, dass in dieser Zeit, dass Gott gut ist, und dass er nicht was Schlechtes will, sondern dass er gut ist. Und dass ich immer wieder selbst uitgesagt, und von daher kann ich das auch zu anderen sagen, und nicht abhören zu sagen, Gott ist gut. Und auch diese leider
wenn du fragst, was mir halb wenn Menschen mir ein Leute checken über WhatsApp oder Menschen singen oder der schickt mir einen Bibelvers oder die kommen kurz einmal vorbei oder die brachte uns was eten. Interessant ist dort, an dem Jahr ist die Serie dann ab eins, Mom, endlich bist du mal krank. Endlich krieg ich mal eten. Die Menschen, die bringen uns Hüb, wie es ein Klamp, wie es ein Bauch, wie es bringen die uns eten. Die Freezers, die gingen nicht mehr tau. Und wir können gemäß nicht mehr alles abbewahren, so viel Eten kommen da. Und an dem Jahr ist die fangen dort so, dat we wat trainen. Du bist niet mal krank, we gaan vragen van anderen, een eten je merkt en niet jam, dat alle in huis. Nee. Dat we een zaak wordt, en dat helpt, dat geeft moed, dat geeft dankbaarheid, dat geeft vrede, wanneer man dat zo met de mensen erleeft, ja. En dat zijn we bloß ons niet genoeg bedankt voor alles de mensen wat ons ondersteunt hebben, en gebeden, dat hebben ons mensen, zoveel mensen gezegd, weltweit haben die uns das Leute weiter, dass sie für uns beten, und dort kann man nicht genug Dankeschön sagen. Eine sehr schwierige Frau für die nu ist. Wo ist das von dir? Wo geht die von dir? Mir geht das gut. Dort ist ein Thema, wenn einer mit Schrift hat, dann soll einer immer diese waren om dokter voor en waren zijn is alles goed is. En ik heb in deze tijd al waren een chirurgie gemerkt dat we niet schrijft, dat we zeer erleichterung. En in die tijd, wanneer man dat alles vorig heeft, en dan zal einer wieder zijn wat man aanneemt en niet aanneemt. Dat zijn voor mij zaken, über die dat fällt mir nicht so leicht, zu sagen, okay, ich nehme wirklich wieder an. Und das ist vielleicht ein delikates Thema, ein schweres Thema. Aber ich kann sagen, ich vertraue Gott, dass er uns führen wird, dass er uns lehren wird. Und wenn er uns was von der gewesen hat, dass er ist bei, der uns bleiben lässt, dann wünscht wir immer, dass er uns führt in diesem wat soll wir wieder annehmen, wat nicht. Dat ik immer noch mit einem Doktor gehen und dort gehört das Park. Aber ich glaube, wir kennen nicht Unterschied immer waren auch in dieser Zeit Zeugen, was Gott tut. Amen. Und dort ist nicht von Menschen abhängig, dort ist, was Gott tut. Amen, amen. Vielen Dank, Monika, für dein Leben so mitteilen. Dat is einfach hartberührend zu sein, wo du daar gekämpft hast und wo Gott gewonnen hast. Zum Schluss würde ich die Frage wählen, was kannst du an der Tag hier sagen? Was für Mut möchten wir werden? Ich kann sagen, dass es ein Dank, was man beginnt im Leben, wenn Gott an die Geschichte, wenn Zeitschrift an die Geschichte, das Schönste ist, wenn wir Leute Gott Teil sein von uns Leben. Und dass wir uns wie sein in dessen alles, was Gott tut, dass er wird für einen Reden machen tut. Und wenn wir uns Leute reden machen, dann können wir so viele Menschen begleiten. Und das ist das Schöne, was ich von dir allgemein, wenn ich mit anderen Menschen darüber reden kann. Und dort kann ich einfach sagen, Leute reden machen, für Menschen begleiten. Und man ist ein Sehen, aber man ist gesehen geworden. Und einfach nicht abhören zu sein, Gott ist gut. Vielen Dank, Monika. Danke für das Mitteilen von deinem Leben. Mag Gott dich wiedersehen in deine Familie, alles Beste für dich. Und das, was wir dir wünschen, dass wo immer du da bist, als du auch so etwas Ähnliches erfahren hast als Monika oder nicht, was immer deine Situation ist, mag Gott mit dir sein, wenn Gott ist immer gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.